Am 9. Dezember 2019 fand in Frankreich in Paris ein Treffen der 4 Staatsoberhäupter der Ukraine, Deutschlands, Frankreichs und Russlands statt. Auf einer Pressekonferenz fragten Journalisten nach dem abscheulichen und verräterischen Mord an Selim Khangoshvili, einem georgischen Staatsbürger sowie einem Verteidiger der Tschetschenischen Republik Ichkeria und Georgien, der später politisches Asyl erhielt und sich legal in Deutschland aufhielt. Zuerst antwortete Frau Merkel, dann Putin. So antwortete Putin. Sie sagten über den Mord an Georgien: Das ist nicht ganz richtig. Ich weiß, dass ein Mann in Berlin gestorben ist. Er ist nicht nur ein Georgier, sondern ein Mann, der sich aktiv an den Feindseligkeiten im Kaukasus auf der Seite der Separatisten beteiligt hat. Er ist kein ethnischer Georgier. Ich möchte Sie bitten, auf das gesamte faschistische Wesen von Wladimir Putin und die russische Politik zu achten, die nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb Russlands betrieben wird. Hier betont er, dass dieser Mann, Selim Khangoshvili, kein ethnischer Georgier, sondern ein Tschetschener ist. Das heißt, er macht deutlich, dass dieser Mann verdient weniger Rechte, am Leben zu bleiben, als die anderen Nationalitäten. Das sagt er später. Dieser Mann war ein Extremist, eine sehr grausame Person. Bei nur einer der Aktionen, Terroranschläge, an denen er beteiligt war, hat er 98 Menschen getötet. Er war einer der Organisatoren der Explosionen in der Moskauer U-Bahn. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Ja, er weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Der in Berlin inhaftierte Mörder ist jedoch ein russischer Offizier der GRU oder des FSB, Geheimdienst. Es gibt viele Beweise dafür, dass dieser Mörder auf Anordnung des Staates, nämlich der Russischen Föderation, geschickt wurde, um diese Person zu töten. Wir wissen, dass Selim Khangoshvili am 23. August getötet wurde. Dies geschah 2 Tage nachdem Angela Merkel Russlands Antrag auf Rückgabe an die G7 abgelehnt hatte. Dieser Mord in Berlin war eine Einschüchterungshandlung. Putin hatte zuvor versucht, Angela Merkel einzuschüchtern, einschließlich als Putin Hunde zu einem Treffen mit Frau Merkel brachte. Jeder weiß, dass Frau Merkel Angst vor Hunden hat. Bei diesem Treffen mit diesem Verbrecher namens Putin, der Selim Khangoshvili, den Verteidiger seiner Heimat, als Verbrecher bezeichnet hat, war auch Volodymyr Zelensky Präsident der Ukraine. Wie wir wissen, befindet sich die Ukraine bereits im 6. Jahr des Krieges, den Wladimir Putin begonnen hat, wo 13.000 Bürger der Ukraine gestorben sind und das Territorium der Ukraine Donbass annektiert wurde. Dort sitzt Bundeskanzlerin Angela Merkel, auf deren Territorium Selim Khangoshvili getötet wurde und wo der mutmaßliche Mörder festgenommen wurde. Wladimir Putin wird auch von unserer Regierung beschuldigt, der tschetschenischen Regierung 42.000 Kinder der Tschetschenischen Republik Ichkeria getötet zu haben. Rund 300.000 Bürger der Republik Ichkeria wurden in 2 russisch-tschetschenischen Kriegen getötet. Es gibt viele Beweise dafür, dass Putin für die Bombenanschläge auf Wohngebäude in Russland verantwortlich ist. Diese Beweise reichen uns, um Putin zu verklagen. Bei dem Versuch, das 5. Haus in Rязань in die Luft zu jagen, wurden in 1999 2 FSB-Beamte festgenommen. Zuvor waren im selben Jahr 4 Wohngebäude in Russland gesprengt worden. Dies geschah, damit Putin seine Beliebtheit erhöhen und damit die Macht ergreifen konnte. Bei diesen schrecklichen Bombenanschlägen sind 307 russische Staatsbürger gestorben, von denen die meisten Frauen und Kinder waren. Außerdem wird Putin vorgeworfen, 186 Kinder an einer Schule in Beslan getötet zu haben. Insgesamt wurden 334 Menschen getötet.
Viele Terroranschläge der russischen Geheimdienste, der GRU oder des FSB gegen ihre eigenen Bürger in Moskau und in anderen Städten in Russland. Explosionen in der U-Bahn, im Bus, in Flugzeugen und so weiter. Die meisten davon wurden direkt auf Befehl des FSB unter seine Kontrolle oder unter seinem Protektorat durchgeführt. Und dieser Mann wagt es, den Verteidiger seiner Heimat und den Helden Selim Khan als Verbrecher zu bezeichnen. Selim Khan Khangoshvili war kein Terrorist. Er war an keinen Terroranschlägen beteiligt. Erstens, weil Russland Selim Khan niemals wegen Terroranschlägen angeklagt hat. Obwohl er natürlich verdächtig wurde, an Kämpfen gegen die russischen Okkupanten im Kaukasus teilgenommen zu haben, wie zum Beispiel bei dieser Operation, nach der 98 Mitarbeiter der russischen Polizei getötet wurden. Selim Khan war nicht der Einzige, der an dieser Operation teilnahm, sondern auch andere Soldaten, mehrere hundert Soldaten aus dem Kaukasus. Was möchte ich darüber sagen? Man weiß, wer Putin ist. Der ist ein erfahrener Mörder, ein patentierter Verbrecher. Es ist eine Schande, dass so ernste Leute mit diesem Verbrecher zusammentreffen. Trotz der Tatsache, dass ein so wichtiges Thema wie die Beilegung des Konflikts im Donbass diskutiert wird, ich schäme mich noch mehr für Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, der Putin ansieht, wie ein Welpe seinen Besitzer ansieht. Das möchte ich dem Verbrecher und Terroristen Wladimir Putin sagen. Danke.